Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum FC Bayern Taktikfuchs. Leute, wie wäre meine Aufstellung für das Spiel bei Borussia Dortmund? Wie ist meine Einschätzung des Spiels? Wie ist die Ausgangslage? All das schauen wir uns in dem Video an. Und bevor wir das tun, natürlich wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Joa. Ich gehe davon aus, dass es kein leichtes Spiel wird. Ich weiß, viele werden das anders sehen, denken so, Dortmund ist Fallobst. Haben immerhin schon 4 Niederlagen diese Saison in der Bundesliga. 22:18 Tore, kann man sich auch mal anschauen. Ja, die Ausgangslage ist natürlich relativ eindeutig. Wir haben noch kein Spiel verloren. Ja, die letzten 7 Spiele zu 0 gespielt. Wir sehen es, Dortmund 6-1-4, 22:18. Wenn wir aber dann mal auf die Heimtabelle gucken, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ja. Da haben die Dortmunder 6 Spiele, 6 Siege, 18:6 Tore. Sollte man dann vielleicht nicht unterschätzen. Ja. Dortmund war und ist zu Hause immer eine Macht, gegen den FC Bayern sowieso hoch motiviert. Ich denke, Dortmund hat... Ja, wenn wir auf die Tabelle gucken, eigentlich hat Dortmund wenig zu verlieren. Bei 10 Punkten Rückstand sollten sie das Spiel natürlich verlieren gegen uns, ist Dortmund natürlich aus dem Meisterschaftsrennen definitiv raus. Ja, also da brauchen wir dann nicht mehr drüber reden, mit 12 Punkten Rückstand nach dann 12 Spieltagen. Braucht man sich nicht einreden, dass man noch irgendwo im Titelkampf eingreifen kann, es sei denn, der FC Bayern würde grandios einbrechen in der Rückrunde, ja, wovon ich hier nicht ausgehe. Aber ansonsten hat man dann relativ wenig damit noch zu tun. Sollten die Dortmund natürlich gewinnen, sind sie auf 7 Punkte dran. Wenn man dann mal eine Serie starten würde, aus Dortmunder Sicht, würde sehr wahrscheinlich noch was gehen. Ja. Aber Dortmunds Geschichte ist natürlich... 5 Auswärtsspiele, kein Sieg, ein Unentschieden, 4 Niederlagen. Also da sehen wir Dortmunds Schwäche. Ja. Ist natürlich schon wild. Aber da sieht man halt auch, dass es kein Selbstläufer ist, wenn Dortmund zu Hause spielt. Ja, natürlich, jetzt haben sie den Bann ein bisschen durchbrochen mit dem Auswärtssieg in der Champions League. Da läuft es für Dortmund ja zumindest aktuell besser wie für uns. Es wird ein sehr interessantes Spiel sein. Wie gesagt, man kann das interpretieren oder man könnte es interpretieren, dass es für Dortmund um nicht viel geht, weil sie aktuell schon sehr, sehr weit hinter uns sind. Aber am Ende des Tages geht es dann natürlich auch für Nuri Sahin um seinen Job, wenn wir uns die Tabelle nochmal anschauen. Wenn die Dortmunder da jetzt irgendwie, keine Ahnung, dass die Dortmunder verlieren, dass hier nochmal 2, 3 Clubs dahinter gewinnen, dann sind die aus Europapokalplätze raus, dann brennt es natürlich auch in Dortmund so langsam. Ja. Also, ich bin jetzt nicht drin im Dortmund-Game, ich weiß auch nicht, wie es bei Dortmund ausschaut. Die kommenden Spiele und sonst was, kann man halt so oder so sehen. Ja. Ansonsten muss man natürlich klar sagen, sollte Dortmund dieses Spiel verlieren, dann ist Dortmund aus dem Titelkampf auf jeden Fall schon mal raus. Ja, dann geht es da um andere Ziele, ja, die man verfolgen muss. Unentschieden, ja, weiß ich nicht. Ist nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schön sagt. Aber es geht ja nicht darum, jetzt hier die Dortmunder zu analysieren, aber es ist ein ganz guter Einblick, wie wichtig oder unwichtig das Spiel vielleicht aus Dortmunder Sicht ist. Schwer zu sagen, ja. Also ich denke, Dortmund wird auch einen gewissen Druck verspüren. Nochmal, sollten sie das Spiel verlieren, braucht man in Dortmund nicht mehr über Titelkampf reden. Ja. Ob man das jetzt überhaupt noch tun muss mit dieser Auswärtsbilanz, wahrscheinlich eh nicht. Aber wenn man sich da jetzt gefangen hat, das werden dann die kommenden Wochen zeigen, wer weiß. Keine Ahnung. Ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Für uns geht es darum, ja, wir können natürlich ein riesen Ausrufezeichen setzen. Ja, das ist das Spiel der Bundesliga, habe ich schon in der PK-Reaction gesagt. Scheiß mal auf Leverkusen oder sonst was. Das ist das Spiel, was europaweit interessiert, ja, unabhängig von Tabellenplatz oder Form oder sonst was.
Ja. Da könnte Leverkusen wahrscheinlich noch dreimal Meister hintereinander werden. Wenn Bayern gegen Dortmund spielt, hat das einfach einen Stellenwert, den müsste Leverkusen sich erstmal in den nächsten 20 Jahren erarbeiten. Ja. Ich habe es ja in der PK-Reaction schon gesagt, wahrscheinlich hätte selbst Schalke gegen Bayern höheren Stellenwert international wie Leverkusen Bayern. Also das ist das Spiel schlechthin in der Bundesliga und natürlich auch für uns Bayern-Fans. Für mich natürlich nochmal ein bisschen besonders, weil ich hier aus der Nähe bin. Aber ich denke für jeden Bayern-Fan. Ja. Schwer einzuschätzen, mein Tipp. Ja, ich werde ein... Vinny hat ein emotionales Spiel gefordert. Ja, das lässt mich auf gute alte Spiele in Dortmund hoffen. Ja, ich lag in letzter Zeit oft daneben, wenn ich hohe Ergebnisse getippt habe. Ich tippe ein 4-2 für uns, Leute. Ja, ich erwarte ein Spektakel. Ich denke, die Dortmunder sind auch heiß. Die wollen ein bisschen was gut machen. Das können sie mit diesem Spiel auf jeden Fall tun. Ja, die könnten natürlich die Wende schaffen, wenn sie jetzt Bayern schlagen würden, das nächste Auswärtsspiel gewinnen würden. Dann wäre da auch wieder andere Stimmung. Aber für uns, ja, geht es einfach darum, unsere Position zu festigen, ja, und zu zeigen, jo, auch diese Spiele können wir souverän gestalten. Das werden wir natürlich sehen, ob wir das können. Das ist sehr interessant. Erst recht mit den Ausfällen in der Zentrale. Paris konnte das jetzt nicht wirklich gut nutzen. Es wird interessant zu sehen sein, wie Dortmund oder ob Dortmund das nutzen kann. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel zur richtigen Zeit, denke ich. Ja. Und zwar für beide Seiten. Ja. Gut, kommen wir zu meiner Aufstellung. Natürlich brauchen wir nicht darüber reden, dass es keine Experimente gegen Dortmund gibt. Ja, da haben die zu spielen, hat ja auch Vinny in der PK gesagt, die gerade einfach die beste Form haben. Ja, fertig. Da muss man nicht drüber diskutieren. Von daher ist das Ganze eigentlich relativ kurz erzählt. Es gibt nicht viel, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Ja, wir haben ein, zwei Positionen, aber ja, Experimente gibt es da gerade nicht. Innenverteidigung sollte klar sein, das ist gar kein Problem. Linker Verteidiger ist auch klar, da ist Fonzie Davies eingespielt. Du wirst auch eine gewisse Schnelligkeit gegen Dortmund brauchen in der Verteidigung. Rechter Verteidiger lassen wir auf. Das ist die Position, über die wir uns Gedanken machen können. Wir könnten uns natürlich auch hier Gedanken machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich ein Vinny ein Rafa Guerreiro Sieg gegen Dortmund. Einfach schon aus dem Hinblick, dass er natürlich extra motiviert ist. Die Frage ist, sieht er ihn als Rechtsverteidiger? Wenn ich die PK heute ein bisschen interpretiere, für mich, dann sieht er eher einen Conny Leimer da. Vielleicht überrascht Vinny uns aber auch, indem man Conny Leimer als Rechtsverteidiger bringt und einen Guerreiro im Mittelfeld für einen Goretzka. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Bei mir wird es so sein, dass ich einen Guerreiro auf der Rechtsverteidiger-Posi bringe und ich bringe Kimmich und Goretzka im Mittelfeld, einfach weil das jetzt eingespielt ist schon. Ja, da würde ich jetzt auch nicht einen Conny Leimer da reinwerfen, weil er vielleicht wieder das ganze System da um den Haufen wirft. Da hat er einfach noch nicht die Saison gespielt auf dieser Posi. Das ist nicht abgestimmt mit dem Josh und so weiter. Von daher würde ich da auch auf das vertrauen, was einigermaßen gut geklappt hat in der Zentrale. Ansonsten, ja, mittig natürlich Jamal. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie Dortmund mit ihm umgehen wird, ob sie ihn in Manndeckung nehmen. Wird sehr interessant zu sehen sein. Vorne Heavy sollte klar sein, genau wie hinten Neuer. Ja, ich denke, Kingsley ist auf jeden Fall gerade der stärkere von beiden, wenn wir ihn in die Konkurrenz mit Serge setzen. Ihm fehlt natürlich der Killerinstinkt vom Tor. Ja, das haben wir gerade gegen Paris auch gesehen. Aber ansonsten war er gegen Paris sehr auffällig. Dortmund ist natürlich ein Spiel. Ja, sollte da so ein Coman nicht funktionieren, Alter, dann musst du ihn halt vom Platz nehmen. Ob das die 30. Minute ist oder die Halbzeit ist, dann musst du den rausnehmen. Ja, das gilt für jeden Spieler. Da musst du knallhart sein, da musst du keine Experimente machen. Auf
Auf der rechten Seite brauchen wir nicht drüber reden, oder? Also da gibt es keine Alternative, auch wenn ich einen Leroy jetzt hier eintrage, der mit Sicherheit auch motiviert sein dürfte als ehemaliger Schalker gegen Dortmund. Aber ob das bei Leroy vom Charakter her eine Rolle spielt, ich würde sagen, das ist gegen null. Ja. Ich glaube nicht, dass der das da irgendwie ernsthaft sieht. Ansonsten, ja, haben wir natürlich die Alternativen. Conny Leimer für die Zentrale oder für den rechten Verteidiger. Arzt nur auf der linken Seite oder auch auf der rechten Seite. In der Innenverteidigung kann man natürlich einen Eric Dyer, wenn irgendwas sein sollte. Vorne, ja, haben wir halt Mathis Tell. Und auf der Musiala-Position haben wir natürlich einen Müller. Wiefern das jetzt Alternativen sind, sei mal dahingestellt. Aber wir haben auf jeden Fall Alternativen, die spielen könnten. Aber wenn wir von Leistung reden, ja, wir könnten über einen Conny Leimer nachdenken für einen Guerrero. Ja. Aber ansonsten ist diese Aufstellung alternativlos. Ja. Also, wenn da jetzt ein Serge aufläuft von Anfang an und ein Leroy, also dann weiß ich es auch nicht. Ja. Dann wird man sich auch keinen Gefallen tun in Dortmund. Da bin ich mir relativ sicher. Von daher, ich denke, das ist auch ein bisschen, könnte ein kleiner Fingerzeig sein, wenn es ein Kompanie jetzt echt durchzieht und wieder Coman und Michael aufstellt. Wobei natürlich in der Champions League durfte ja Leroy anfangen, also von daher dürfte der ja dann nicht ganz so. Aber es ist natürlich das Spiel der Spiele in der Bundesliga, auch für den FC Bayern. Ja. Und da denke ich, ist die Aufstellung dann schon ein Fingerzeig, die man da jetzt auch hinbringen wird. Auch für die kommenden Spiele dann. Ja, aber mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Wie gesagt, es gibt keine Experimente. Ja, man kann hier darüber diskutieren. Ich würde aber einen Guerrero bringen, eben, ja, weil es gegen Dortmund geht und weil ich ihn auch für den spielerisch stärkeren Rechtsverteidiger halte. Und traurig das zu sagen, aber ich halte ihn auch für den defensiv etwas stärkeren als ein Conny Leimer. Na, also Conny Leimer ist natürlich eine andere Art Spieler, ja. War jetzt auch nicht schlecht gegen Paris, das war echt ordentlich. Von daher kann man da mit Sicherheit drüber streiten, definitiv. Ja, aber wenn ich Conny Leimer Defensivqualitäten bisher beurteile, ist das auch eher wild. Und ansonsten hat das Zusammenspiel mit Kimmich Guerrero halt gerade in der ersten Phase dieser Saison sehr, sehr gut geklappt. Und ich denke, Dortmund ist auch so ein Spiel, wo halt auch ein Kimmich eventuell vermehrt auf die Rechtsverteidiger-Posi ausweichen könnte. Ansonsten ist für mich ein Michael alternativlos, weil er defensiv viel, viel mehr mit nach hinten arbeitet, wie es ein Leroy Sané tut. Und dazu auch noch vorne der Faktor ist, der wirklich was beeinflussen kann im Gegensatz zum Leroy. Ja. Ja, und linke Seite habe ich schon gesagt, Gnabry ist gerade wieder in Gnabry-Form. Und das Zusammenspiel wird auch langsam besser von Davis und King. Das wäre meine Aufstellung, mein Tipp, 2:4 für uns. Mein Bauchgefühl, weiß ich nicht, kann es ganz schwer einschätzen. Für mich ist Dortmund irgendwie so eine Wundertüte dieses Jahr. Zu Hause natürlich bockstark bisher. Getragen durchs Publikum. Wahrscheinlich lässt sich auch die ein oder andere Mannschaft da schon auch hart von beeinflussen vom Dortmunder Publikum. Das wird unsere Mannschaft halt nicht tun. Ja, dafür ist sie zu abgewichst, zu alt, zu erfahren. Hat schon so viel erlebt in Dortmund. Wobei man sagen muss, dass Manuel Neuer sehr, sehr oft wackelt in Dortmund. Ja, das muss man auch mal sagen. Also von daher gibt es auch aus unserer Perspektive sehr, sehr viele kleine, interessante Dinge. Ja, ich freue mich riesig auf das Spiel. Am Ende des Tages, sage ich euch ganz ehrlich, ist es mir persönlich scheißegal, wie das Ergebnis zustande kommt. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel. Ja, gegen Dortmund ist für mich halt einfach, es ist mir egal. Ja, wir können Grottenkick zeigen, ja, dann werde ich das natürlich kritisieren, aber am Ende des Tages muss der Sieg her. Ja, ist mir egal wie. Fertig. Punkt.
Ob wir den Anspruch haben, in Dortmund unbedingt gewinnen zu müssen, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich denke, es wird kein leichtes Spiel. Ja, ich denke, es wird ein bisschen darauf ankommen, wer wie auch reinkommt. Ja, wer wie irgendwie einen Schneid abkauft. Wenn man aber dann sieht, gerade auch gegen Paris, wie wir dann nach einer starken Anfangsviertelstunde Paris wieder stark gemacht haben. Ich denke, dieses Spiel, wie es ein Vinny auch sagte, hat oder kann sehr viele Facetten haben, kann uns eine Menge Freude bereiten, kann sehr emotional werden. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch und natürlich auch, ich weiß, dass hier einige Dortmunder natürlich auch reinschauen. Ja, ich denke, ist für die Dortmunder gerade auch ein wichtiges Spiel, weil nochmal, wenn sie gewinnen, würden sie natürlich erstmal uns die erste Niederlage zufügen in der Bundesliga und natürlich das Prestige und Dortmund wäre dann auf jeden Fall nochmal wieder da, bis zum nächsten Auswärtsspiel natürlich. Ja. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich freue mich auf ein gutes Spiel. Natürlich sehe ich lieber ein gutes Spiel, aber am Ende des Tages, habe ich ja gerade schon gesagt, kann wegen mir auch ein schlechtes Spiel sein, wenn wir das Spiel dafür gewinnen. Ja, so ist es halt einfach. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende und hoffentlich morgen ein schönes Spiel. Mit hoffentlich dem besseren Ergebnis für uns. In diesem Sinne, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.